So, jetzt habe ich mir überlegt, wir machen doch das Trainingsspiel. Also zumindest der zweites noch. So, und dann sind mittlerweile unsere 9 Spieler schon drauf. So, Neskens bleibt natürlich, wird dann natürlich im zentralen Mittelfeld gesetzt, neben Kabay. Und dann haben wir... Pass auf, die anderen zwei, da ist der Fafan. Der wird dann da gesetzt. Auf der linken Seite. Gutierrez geht dafür auf die Ersatzbank. So, Butland. Das ist der neue Ersatztorwart. Gut. Haben wir denn irgendwelche Verhandlungen? Liste der Ziele. Wir brauchen noch einen guten Verteidiger. Jürgen Kohler, Klassikspieler. Der ist aber teuer. Ist zwar ohne Verein im Moment, aber der, glaube ich, wird richtig teuer vom Gehalt her. Aber ich glaube, da findet man was anderes genauso. So, da können wir Fafan Oberdorf von der Liste. Bell, ein junger Spieler. Aber ich glaube, für junge Talente haben wir im Moment gar keine Zeit. Und einen Beckenbauer, glaube ich, brauchen wir auch nicht. So, schauen wir mal in die erweiterte Suche. Wo steht denn alles auf der Transferliste? Nakatomo, Außenverteidiger. Contento, Außenverteidiger. Obertor, der Spieler von uns, Podolski. Fühlt sich anscheinend in London auch nicht mehr so wohl. Ja, im Moment gibt es keine Verteidiger, die verkauft werden. Auf der Ausleihliste steht Shaqiri. 33 Millionen Ablöse. Also der ist richtig teuer. Ja, können wir denn... Jetzt werden wir das so machen. Jetzt bezieht es doch ein bisschen mit ein, also die Transfersachen, damit wir nicht alles verpassen. Mit 19 schon Stärke 80. Spät allerdings bei Real Madrid. Verpflichtungsstanzen stehen bei 0. Ja, da müssen wir immer ein bisschen schauen. Wenn wir verpflichten könnten, da ist jetzt keiner dabei. Ein Mats Hummels. 34 Millionen. Den kriegen wir aber nicht. Ich glaube, es wird komplizierter, nur einen guten Verteidiger zu kriegen. Außenverteidiger. Also wenn, dann brauchen wir schon einen reinen Innenverteidiger. Ja, im Moment ist jetzt nichts dabei. Da müssen wir ein bisschen vorspulen. Es wird dann einfach länger eine Folge. So, machen wir mal 2 Wochen, oder? Und dann schauen wir nochmal rein nach. Oder lassen wir noch ein bisschen weiter führen. Ich sehe einiges, jetzt ist was passiert. Wahrscheinlich ein Angebot bei uns oder ein Verletzter. Wir haben 2 Angebote. Oh, Gutierrez wird von wen? Von denen. Wollen wir den verkaufen? Im Grunde hat er immer gute Dienste geleistet.
Ja, pass auf. Jetzt, wenn es uns 17 Millionen zahlen, dann gib ihn her. Halt, machen wir so. Also bei 17 Millionen bin ich dann bereit, den herzugeben. Den geben wir nicht her. 28 Millionen. Der bleibt bei uns. Das ist unser bester Innenverteidiger. Wer wird denn Neuse beobachtet? Krul, den geben wir auch nicht her. Dembaba wird natürlich beobachtet von großen Vereinen. Unter anderem von Bayern. Und sonst wird keiner beobachtet. Elliot, den könnte man eigentlich auch weiterhauen. Haben wir denn in der Jugendmannschaft irgendeinen guten? Halt. Eigentlich nicht. Und bei den Favoriten haben wir jetzt auch keinen Innenverteidiger. Außer den da. Aber den kriegen wir nicht, weil der erst gewechselt ist. Den können wir dann raushauen. Den kann man raushauen. Hat auch gewechselt. Also überall, wo das gelbe Zeichen ist. Oh, Beckenbauer ist ja bei Manchester City. Bei der direkten Konkurrenz. Und darin gibt es irgendwie nichts. An vernünftige Innenverteidiger, die einstellen möchte. Ja, keiner dabei. Gut, dann wir noch ein bisschen Vieri. Ach so, keine Einigung. Gutierrez möchte reden. Und scheinbar möchte er Wickert. Ist er unzufrieden jetzt, weil er auf der Ersatzbank sitzt? Gut, irgendwie verständlich. Aber ich möchte ihn eigentlich nicht gehen lassen. Weil er ja vielseitig einsetzbar ist, unter anderem als Außenverteidiger. So, da haben wir nochmal da erinnert. Wir schauen nochmal bei 30 bis 34. Ob wir vielleicht noch einen passenden Innenverteidiger finden. Basagali, der kostet allerdings 19 Millionen. Das ist einiges. Naja, das ist schon... Der ist auch schon auf dem absteigenden Ast. Gut, aber damit müssen wir rechnen. Vor allem in dem Alter. Wie wär's denn mit Lugano? Von Paris Saint-Germain. Dann kann man natürlich verpflichten. 17 Millionen. Den werden wir mal beobachten. Was haben wir dann? 25 bis 29. Gut, da sind die ganz teuren drin. Da sind sie am besten Fußballeralter. Cannavaro spielt bei Bayern. Den möchte ich nicht.
Innenverteidiger mit 1,73 Größe. Ja, hat zwar Stärke 92, aber mit 1,73 ist es natürlich gar nichts. Der soll ja die Bälle hinten raushauen. Und mit der Kress, glaube ich, gewinnt er kein Kopfballduell. Jetzt schauen wir mal noch weiter oben. Ja, wird wahrscheinlich für den einen oder anderen wird es ein bisschen langweilig sein. Aber gehört halt eben auch dazu, dass wir da ein bisschen auf dem Transfermarkt fähig unterwegs sind. Andreoli. Der war doch ideal, oder? Der kostet. Ach, der ist gar nicht so teuer. 1,3 Millionen Ablöse. Da machen wir mal eine Anfrage. Denn wir müssen uns, wie gesagt, rüsten. Denn nächste Saison soll mindestens ein Titel her. So, wir haben einen neuen Sponsorenvertrag. Über 4 Jahre. Und die Bedingung für das Bonus ist, dass Demba Ba mindestens 5-mal aufläuft. Und Kündigung ist, wenn er weniger als 15 Mal aufläuft. Ja, im Grunde haben wir dann unsere Transfersachen soweit abgeschlossen. Wenn wir noch einen guten Verteidiger haben, weil im Sturm sind wir gut besetzt. Gutierrez, 13, ach nö, also 13 ist zwing. Das nehmen wir gar nicht an. So, Andreoli. 1,3 Millionen Ablöse. Für erst einmal ein Jahr. Gut, das geht, das können wir dann immer verlängern. Ja, da ist der neue Mann. Und der möchte tatsächlich wirklich wickert. Wollen wir ihm den Gefallen tun? $16,7 Millionen. Jetzt bin ich mal überlegen. Gehen wir den Gutierrez her? Er hat bisher immer gut gespielt. Gut, wir haben noch einen Reserveverteidiger, haben wir ja. Ryan Taylor kann ja links und rechts spielen. So, Andreoli kriegt erstmal eine Nummer. So, und zwar ein 430er. Also, Gutierrez, der ist eh schon verärgert. Sagt man ein Smiley dahinter. Aber wenn er verärgert ist, dann hat er natürlich auch besser, schlechtere Spielerform. Garcia ist auch schon da. Ich glaube, wir geben den her. Weil das, glaube ich, bringt nicht viel, wenn er dann schlecht ist. Okay, wir kriegen 16,7 Millionen. Na gut, ist auch ein Haufen Geld. Also Gutierrez verlässt Newcastle United. Richtung, ja, keine Ahnung, was das für welche sind. Wir haben dann wie viel? 29 Spieler haben wir dann. Weil Ferguson ist ja nicht dabei, der ist ja ausgeliehen. Übrigens bei Metalist Gargiv. Gut, wir haben jetzt Jefferson Farfan eingestellt.
Und Sinclair haben wir auch noch. So, wieder Sponsorenvertrag. Dem gilt die Bonusbedingung für Krul. Ja, den haben wir nicht vor zu verkaufen. Ein sehr guter Torwart. So, und jetzt haben wir das Spiel gegen Schachtor Donetsk. Sind die aus Russland oder aus der Ukraine? Also irgendwo aus der Gegend. Andreoli. Und den stellen wir natürlich gleich von Anfang an auf. Dafür muss Taylor einfach weichen. Heftig. Oder lassen wir den... Wir machen es erst einmal so. Schließlich ist es der Verteidiger, der bis jetzt immer gespielt hat. Aber wir haben zumindest noch 2 Reserveverteidiger. Und das ist immer gut. Einer auf der Ersatzbank, also 3 im Ganzen. Simpson haben wir auch noch. Ja, den kann man natürlich auch noch verkaufen oder natürlich weiteren einsetzen. Wir könnten noch mal schauen. Pass auf, für Simpson kann man doch was machen. Extra Position können wir uns leisten. Simpson ist ein rechter Verteidiger. Jetzt wenn wir die extra Position kaufen, dann lernt er die zweite Seite nass zum Spielen. Extra Position linker Verteidiger. Dann ist er da auch einsetzbar. Und bleibt einfach unser Reservemann. Er ist zwar nicht der Beste, aber Notnagel eben. Okay, dann starten wir mal. Die spielen am besten in Orange. Wir spielen in Weiß. Wie immer. Farfan spielt allerdings nicht, weil er nicht fit ist. So, der wird so passen. So, also ab geht's. Ins letzte Trainingsspiel der vergangenen Saison. Also wir sind noch immer in der alten Saison. Die neue beginnt jetzt nach dem Spiel. Und jetzt können wir gleich mal unsere neuen Spiele ausprobieren. Sinclair. Bisher haben wir die 2 Trainingsspiele verloren. Also das, was ich simuliert habe, haben wir auch verloren. Und gegen Rubin Kazan haben wir ja auch 1-0 verloren. Deswegen wäre es einmal wieder toll, wenn wir wieder einen Gewinner hatten. Luis Adriano. Dembaba hat den Ball nicht erwischt. Der wird wahrscheinlich auch bald die ersten Anfragen kriegen. Den möchte ich aber in keinster Weise hergeben. Unser bester Stürmer, der treffsicherste. So, der war gerade im Abseits. Neskens, der Holländer.
Ja, in die Hände von Piatov. Neskens soll ja mehr Stabilität einbringen ins Mittelfeld. Weil TOT war eher der Holzfäller, der einfach die Spiel umgehauen hat. So, da ist er schon, Neskens. Dentinho. So, Taylor klärt zu Ecken. Stepanenko. Immer noch. Also im Großen und Ganzen haben wir schon ganz eine gute Mannschaft beieinander. Haben ja einige an Kohle ausgegeben für die ganzen Spieler. Santon verliert ihn. Alan Patrick. Ja, das war Foul von Taylor. Und kriegt damit die gelbe Karten. Ronaldo. Ja, in die Hände des Torwarts. Hübschmann. Patrick. Kucher. So, jetzt Sinclair. Der ist schnell unterwegs. Bis jetzt hat er aber noch nicht wirklich ein Spiel abgegeben, wo er wirklich gut war. Liegt ja daran, dass er nicht viel Einsatz gehabt hat. Benafa. Links am Tor vorbei. Er ist im Abseits. Dein Baba immer noch. Drüber. Gut, das war eine blöde Position jetzt. Aber wir wissen ja, wenn der den richtig trifft, dann sitzt der. Dodo. Oh, blöde Nachschussposition. Ja, und somit steht es 1-0 für Schachtor Donček. Douglas Costa per Abstaubtor. Ja, war einfach unglücklich. Ja, somit liegen wir hinten. Also in den Trainingsspielen haben wir nicht so viel Glück. Am Ende der Saison haben wir ja richtig gut gespielt noch. Bis auf gegen Chelsea. Aber ansonsten haben wir da alle Spiele gewonnen. Selbst nach Rückständen immer wieder draht. Krul geht auf Risiko. Sehr viel Risiko.
Nächste Chance. Krull hat ihn das mal. So, und es ist Halbzeit. Also bisher spielen wir noch nicht so, wie man das vorstellt. Aber ist zum Glück nur ein Trainingsspiel. So, vielleicht da mal jetzt. Taylor hat schon die gelbe. Da mal den außer. Da mal dafür Andreoli rein. Und bei den AF ist auch nicht so fit heute. Da wird da mal Oscar rein. Wir können, glaube ich, öfters wechseln. 6 Mal können wir wechseln. Weil es ein Trainingsspiel ist, da geht es öfters. Regulär ist er plus 3 Mal natürlich. So, zweite Halbzeit. Immer noch steht es 1-0. Aber das wollen wir noch ändern. Ronaldo. Der war fast zu sach geschossen. Riesenchance zum Ausgleich. So, kein Problem für den Torwart. Neskens am Tor vorbei. So, geblockt. Ja, der Torwart spielt auch risikoreich da hinten. Oh, jetzt haben wir verloren. Verlieren wir schon wieder. Alan Patrick. Aber es kommt mehr Schwung jetzt rein. So, kein Problem. Das ist allerdings schon ein Problem. Ja, er bleibt so oft hängen. Also die anderen haben da immer wieder einen Fuß dazwischen. Und das war ein Foulspiel. So, jetzt natürlich die Chance zum 2-0. Ja, und das losen sie sich nicht nehmen. Ja, also es schaut schlecht aus. Also das Spiel werden wir nicht gewinnen. Außer wir haben noch eine riesen Leistungssteigerung. Wobei wir in der zweiten Halbzeit schon besser spielen. Aber eben die Tore nicht vorhin machen. Jetzt haben wir in die Trainingsspiele nicht ein Tor geschossen. Hätte es bloß alle simuliert. War es vielleicht anders ausgegangen. Oscar. Ja, Riesenchance Kabay. Aber geht auch nicht rein. Neskens wird geblockt.
Ronaldo und wieder gehalten. Also die leisten guten Widerstand. Der Mogi de Hofer, wir treffen auf Denik in der Europa League Gruppen. Ja, Dembaba aus weiter Entfernung. Und jetzt haben wir gleich die 80. Minuten. 2-0 hinten. Also ein Tor hätte ich schon gern geschossen. Wo ist denn Sinclair? Der ist auch nicht da. Da ist auch keiner. Ja, Dodo mit einem Foulspiel. Also das Spiel verlieren wir. Chancen waren einige da. Nur wir haben keine eingebracht. Zum Glück ist bloß ein Trainingsspiel, muss man sagen. Und wenn wir in der Liga nämlich so fahrlässig sind, dann geht nämlich schlecht aus. Ja, wunderbar eingehaut. Und es war Ronaldo erneut, der Torwart, unschlagbar da hinten. Ja, und das glaube ich war's. Ja, das war's. Newcastle unterliegt Schachtar Donetsk mit 2-0. Wir haben einige Chancen gehabt. Leider waren wir nicht effektiv genug. Aber so kann es ja mal ausgehen. Gut, es war nur Trainingsspiel. Es geht um nichts. Und wir haben noch ein Angebot für Obertor. Den wollten wir ja auch weiterhauen. 13,2 Millionen. Machen wir denn das? Ich finde, so gut war der jetzt nicht. Die Saison über, also hat er nicht so gut gespielt, wie er haut ihn aussehen. Zur Not kaufen wir uns einfach einen anderen.